Bimshuber? Guten Morgen, Frau Professor. Na, habt's gut geschlafen? Ach, geschlafen, Frau Bimshuber. Geschlafen haben wir wie die Murmeltiere. Ach, daheim, dieses Autogetute und das Geratter auf der Straße. Na, und hier, diese Ruhe, dieser Friede. Na, und die herrliche Luft. Ja, Frau Professor, geht die Luft. Ha? Sagen Sie mal, haben Sie den Stallgeruch verspürt? Ich sag's Ihnen, eine Sau haben wir, eine Sau, da wächst der Mist vom Fenster, das gerade so erfreut ist. Oh, Mist, nein, gar nichts haben wir gemerkt. Sie geschlafen haben wir wie die Götter. Ja. Und mein Mann hat eine Freude gehabt, eine so große Freude. Na, er wird's Ihnen ja gleich selbst erzählen, wenn er runterkommt. So ist recht, Frau Professor, immer lustig. Solche Gäste haben wir gern. Na, und wie geht's denn selbst, Frau Bimshuber? Ach, man war ja gestern Abend todmüde, hat das Fragen ganz vergessen. Wie geht's denn auf dem Grundhof? Alles in Ordnung? Na ja, wenn man's nimmt, gell. Das Viech ist gut beieinander und der Bauer auch. Und die Tochter dazu. Bloß der Hengst, Frau Professor. Wissen Sie, der Hengst, der mag nicht mehr so recht. Also bis zum Herbst, da war er ja unermüdlich. Da ist er jeden Tag seiner Beschäftigung nachgegangen. Der Hengst. Na, aber jetzt ist er arg von der Kraft gekommen. Der Hengst. So, naja, aber sagen Sie, was macht denn das Lehnerl? Na, letztes Jahr um diese Zeit haben wir sie ja in all den 3 Wochen nicht zu sehen bekommen, weil sie krank war oben auf der Alm. Krank, mein Lehnerl? Weil wir gerade vom Hengst gesprochen haben, Frau Professor, da können wir gleich von meiner Tochter reden. Wissen Sie, nicht gut dort das Mädel. Ja, fromm ist sie und fleißig und brav ist sie auch. Aber es ist arg mit ihr, Frau Professor. Oh, lässt die Gesundheit etwa immer noch zu wünschen übrig? Na, gesund ist viel zu gesund sogar. Raucht sie etwa? Hä? Naja, also heutzutage muss man sich ja an manches gewöhnen, wo wir Älteren nicht mehr mitkommen. Nein, Frau Professor, gar so schlimm ist es nicht. Das zweite ledige Kind hat's gekriegt. Helene? Ihre Tochter? Ja, aber das geht doch gar nicht. Und ob's geht, viel zu gut geht's sogar. So, und das finden Sie als Mutter auch noch komisch. Mein Gott, da kann man halt nichts machen, gell? Weil es war ja bei mir und bei meinem Mann auch nicht anders. Und ich mein, bei meinem Mann, seiner Familie, also bei seinen Eltern, da war es ja auch schon allerhöchste Zeit zum Heiraten. So, wo bleibt denn der Kaffee? Schauen Sie, Frau Professor, das ist halt bei uns heraus so der Brauch. Die jungen Leute, die probieren sich zuerst einmal miteinander aus, bevor sie in den heiligen Stand der Ehe treten. Wo bleibt denn mein Mann? Geh was zu, Frau Professor, jetzt seid ihr nicht ganz so genierlich. Okay, wir zwei sind doch Ehefrauen. Und der Leute in der Stadt, ihr wisst doch auch, wo der Bartler Most holt, oder? Oh, bitte sehr, ich weiß nichts derlei. Ich kenne keinen Bartel. Und Moss trinken wir nicht. Auch nicht? Ja, sagen Sie, haben Sie nicht mit dem Herrn Professor, ich mein, wie ihr noch Brautleute gewesen seid, einmal so ein bisschen probiert? Ach, wer? Also, ich finde, jetzt wäre es aber wirklich Zeit, dass Sie mal nach dem Kaffee schauen, nicht? Mein Mann wird sicherlich gleich kommen. Gut, dann bringe ich den Kaffee. Und wenn ich den Kaffee getrunken habe, erzähle ich Ihnen weiter von der Geschichte, gell? Aber nicht ganz so genierlich, der sei, Frau Professor. Nein, nein, lassen Sie nur. Und ich bin, wie ich bin. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Ach, da ist ja der Kaffeetisch schon auf das Wunderbarste gedeckt. Ja. Und die Sonne scheint. Herrlich, herrlich. Und 1 und 2 und... Oh. Förmlich verrückt könnte man werden über all diese Herrlichkeiten, nicht? Ja, bitte setz dich nur, Danke. Ottomar. Frau Ja. Bimshuber will gerade den Kaffee bringen. Kaffee, wunderbar. Mein Gott, immer jünger wird der Herr Professor. Ja, ich fühle mich auch wie ein Bube. Ein Bub. Sag ich ja. Ja. Ach, Frau Josefa, bleiben Sie doch einen Augenblick. Sagen Sie mal, woher haben Sie denn plötzlich diese wundervolle Figur? Ja, jetzt zwar ein bisschen abgenommen, aber wundervoll. Ging es zu, Herr Professor. Nein, ich meine die oben, oben. Ach so, die heilige Frau auf dem Kastel droben, meinen Sie? Heilige? Ja? Ja, die war aber voriges Jahr noch nicht da. Nein.
Nicht? Das ist ja ein köstliches, ich wiederhole, ein ganz köstliches Stück. Ja. Die muss ich unbedingt für unser Museum haben. Na, das tut mir leid, Herr Professor, die gibt mein Mann nicht her. Da können Sie nur so lange drum betteln. So, ja. Nun ja, er wird schon mit sich reden lassen, nicht? Ich will ja auch gut dafür bezahlen. Das heißt nicht, ich nicht, der Staat, Vaterstaat wird dafür bezahlen. Staat? So, Ja, diese Figur, ich sag... Ja, die ist gut benannt, gell, Herr Professor. Ja. Aber es tut mir trotzdem leid. Mein Mann gibt sie nicht her, weil das eine ganz eigene, seltsame Bewandtnis hat mit dieser Figur. Bewandtnis? Da bin ich aber neugierig. Wollen wir nicht endlich frühstücken? Wie? Ich glaube, das erzählen wir dann besser, wenn die gnädige Frau Professor nicht dabei ist. Ja. Wissen Sie, die hat kein Gusto für solche Bewandtnisse. Das ist nämlich eine körperliche Angelegenheit. Frau Bimshuber! Ja, ich bin ja schon stark. Na, was ist denn geschehen? Ottomar fragt nicht immer, setz Ja, dich. Mäuschen, ist was passiert? Lassen Sie es doch lieber. Die Frau Professor ist einfach nicht präsentabel für solche Geschichten. Ja. Da fragen Sie am besten meinen Mann, der wird es Ihnen dann schon erzählen. So, ja. Aber das eine sage ich Ihnen gleich. Hergeben tut dir diese Figur nie. Und jetzt geh und bring einen Kaffee. Ja. Damit die gnädige Frau ihr Rucker nicht länger verrutschen muss aus lauter Verlegenheit, gell? Und das Lena kommt gleich mit den frischen Semmeln. Ja. Der Herr Professor doch so gern mag, gell? Wie? Ja, ich verstehe kein Wort, aber... Frau Professor, Sie wissen jetzt schon, warum Lena krank war, gell? Ottomar, wenn du mich lieb hast, mich als ehrbare Frau achtest, dann bitte ich dich, lass dich mit diesen Leuten nicht zu intim ein. Professor, Mann, Minze, was ist in dich gefahren? Wegen einer albernen Figur. Alberne Figur, Elsbeth, eine römische... Ach was, das ist mir gleich. Du lässt dich gehen, Ottomar. Und du hast heute deinen schlechten Tag. Seit 3 Jahren kommen wir hierher. Und jetzt sollte ich plötzlich mit der guten Grundhofbäuerin nicht mehr reden können, wie mir es ums Herz ist. Ich weiß, was ich weiß. Diese Art Leute sind überhaupt nur auf Gemälden von Defregger und so diskutabel, wenn sie nicht reden. In der Wirklichkeit muss man einen Strich ziehen. Wir sind wir und die sind die. Was hast du denn plötzlich mit Defregger zu tun? Ach was, mir ist diese Figur ja gestern schon aufgefallen. Aber heute, bei hellem Tageslicht, da habe ich erst gesehen, was sich diese Leutchen da in die gute Stube gestellt haben. Mäuschen, wenn du nur eine Ahnung hättest, jahrelang, ich wiederhole, jahrelang haben wir ein solches Stück gesucht. Jede Auktion haben wir abgegrast. Und jetzt finde ich hier auf dem Grundhof diese epochale, ich wiederhole ausdrücklich, epochale Sache. Das hat gar nichts damit zu tun, dass diese gute Grundhofbäuerin im Zusammenhang mit deiner epochalen Figur derart animal und plump wurde, dass ich nicht wusste, ob ich dieser Person nicht... Also, und Proportionen hat die. Proportionen. Förmlich verrückt könnte ich werden, wenn ich an ihre Proportionen denke. Wer hat Proportionen? Diese schamlose Weib? Wer? Wie? Was? Aber nein, Mäuschen, die Figur meine ich, die Figur. Wir haben es hier mit Gewissheit mit einem römischen Fund zu tun. Ja, es ist eine Ceres, eine ganz typische Ceres. Du weißt ja, die Göttin der Fruchtbarkeit. Bitte lass das, ich liebe diese Späße nicht, Ottomar. Wieso denn? Aber Mäuschen, die Fruchtbarkeit des Feldes meine ich doch. Also merkwürdig bist du heute. So, ich bin merkwürdig. Und wenn ich nun meine Gründe hätte, merkwürdig zu sein... Ja, grüß Gott, meine Frau. Grüß Gott, Herr Professor. Das sind jetzt die Semmeln und ganz frisch, gell? Grüß Gott, Fräulein Lenel. Endlich sieht man sich wieder, nicht? Ja, bitte stellen Sie nur her, Helene. Ja, bitteschön, Knäfrau. Also nicht nur Ihre Semmeln sind frisch, auch Sie selbst strahlen ja förmlich vor Jungmädchenfrische. Ach, Herr Professor, man lebt heute gut, nicht? Ja. Aber ja, man sieht ihr das Laster förmlich an. Prächtig, einfach prächtig. Sieht sie nicht aus wie Goethes Brötchen? Gretchen wollte ich sagen. Ah ja, Herr Professor muss immer sein Gaudi machen. Ja. Aber ich weiß doch nicht Gretel. Ja, wollen Sie nicht einmal nach dem Café schauen, Fräulein Helene? Gleich, Frau Professor. Die Mutter macht ihn doch ganz frisch. Die Mutter, hörst du das, Mutter? Diese schöne,
unverdorbene Dialekt. Man sieht förmlich die brave, ehrsame Hausfrau, nicht? Und drinnen waltet, wie unser Schiller schon so schön sagte. Ah, der. Ja, der, ja. Wollen Sie uns nicht endlich den Kaffee bringen, Helene? Ja, klein. Ach, Fräulein Lena, Bitte? wie geht's denn immer so? Immer noch ledig? Oder ist der Herz allerliebste schon gefunden? Ach, Herr Professor, ich und ein Herz allerliebste. Ach, das hat doch noch Zeit. Hat noch Zeit. Natürlich. Hat das noch Zeit? Na, schamlos. Recht hat sie, nur nicht zu überstürzen. Erst prüfen, ob es auch der Richtige ist, nicht? Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ob sich nicht doch was Besseres findet. Ja, ja. Sie kennt... Sie kennt unseren Schiller, ja. Ist es nicht eine rechte Augenweide, dieses taufrische Kind, wenn man dagegen unsere blasse Stadtpflänzchen ansieht? Nicht siehst du nichts. Wieso? Du scheinst nicht zu wissen, wie dick ist diese Bauerndirnen hinter den Ohren haben. Lass mich aussprechen. Ich sage dir nochmals, mache dich nicht gemein mit diesen Leuten. Sorge für Abstand, Minze. Aber Mäuschen, hör doch auf. Dieses Lenerl ist doch geradezu von einer herzerquickenden Unschuld. So. Na dann hören So, wir. da ist der Kaffee, Herr Professor. Herrlich. Oh, schauen Sie mal her. Ah, wie der duftet. Okay. Werde ich gleich einschenken. Für den Herrn Professor viel Kaffee und ein Tröpfel Milch. Ja, ja. Und für die Frau Professor viel Milch und ein Tröpfel Kaffee, Ja, gell? lassen Sie nur, Frau Bimshuber, ich kann gut selbst Lassen einschätzen. Sie auf, das heißt die Kanne. Ja, lassen Sie sich nur nicht aufhalten. Na, was wird uns denn der Mittagstisch bringen? Ja, ganz was Extras für den Herrn Professor. So. Eine Kalbsachsen so groß wie ein kleines Kind. Wie Sie nur reden, Frau Bimshuber. Wenn er das sagt, Frau Professor, die Kalbsachse ist so groß wie ein kleines Kind. Du Mutter, geh weiter, der Knecht möchte seine Brotzeit haben. ich Richt's ihm komm's her. sofort, gell? Also bitte lasst euch dort den Kaffee und die Milch gut schmecken, gell? Ja. Endlich ist man mal allein. Ja. Komm, setz dich. Soll ich dir ein Brötchen streichen? Butter, Honig? Nur Butter. Diese frische Landbutter ist ja geradezu eine Göttergabe. Man schmeckt so richtig das saftige, frische Gras, nicht? Und sieht förmlich die vollen, strotzenden Euter. Jetzt hör doch endlich mit diesen Vergleichen auf. Was ist denn bloß in dich gefahren? Ach, du gehst ja schon völlig in diesem Milieu hier auf. Strotzende Euter. Ach, pfui, du bist verdorben, Minze, direkt verdorben. Und du bist von einer Unleidlichkeit heute. Was passt dir denn nicht? Ihr passt hier allerlei nicht mehr. Guten Morgen, beieinander. Herr Bimshuber. Ja, Frau Professor, das ist ein Butter, gell? Ja, köstlich, Herr Bimshuber. Äußerst schmackhaft. Das glaubst. Ja. Herr Bimshuber, mit Ihnen muss ich gleich reden. Ja, was haben Sie denn auf dem Herzen, Herr Professor? ich habe es schon Ihrer Frau gesagt. Wir haben ein Geschäft miteinander zu machen. Ein Geschäft, sagen Sie? Ja. Wir zwei? Ja, ein sehr dringendes und für Sie äußerst rentables Geschäft. Wollen Sie vielleicht eine Kaibe kaufen von mir? Ja, wie? Eine Kaibe? Ach so, ja, nein, Spaß beiseite. Die Figur oben auf Ihrer Kommode, die will ich haben. Die Figur? Ja. Nein, ausgeschlossen, die gebe ich nicht her. Na, siehst du? Herr Bimshuber, warum denn gleich so bockbeinig? Ich will ja auch gut dafür bezahlen. So viel Geld kann der Herr Professor gar nicht ausgeben, dass ich es hergebe. Nein, wissen Sie, diese Figur ist mir aus einem persönlichen Grund lieb und wert. So. Reden wir von was anderem, gell? Na gut, ja, Ottomar, bitte öffne das Fenster. Man raucht. bitte. Frau Professor, da brauchen Sie ja nichts denken. Wenn das Fenster dann auf ist, dann zirkt der Rauch schon So, ab, gell? meinen Sie. Lass den Herrn Bimshuber doch sein Pfeifchen rauchen, Mäuschen. Na, Herr Bimshuber, jetzt nehmen Sie doch Vernunft an. Schauen Sie, wenn ich Ihnen doch sage, ich muss diese Figur haben für den Staat, für das Museum. Fürs Museum? Ja, Ich zahle meine Steuern und damit passt er. aber jetzt lassen Sie doch mit sich reden. Nein, da lasse ich ihn nicht mit mir reden. Weil mit dieser Figur hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Himmel, Nochmal, Entschuldigung, ich wollte sagen, was für eine Bewandtnis, da bin ich aber neugierig. Sagen Sie mal, Herr Professor,
haben jetzt Sie schon einmal was vom Fenstern gehört? Bitte? Fenstern. Ich, So bei der Nacht beim Kammerfenster reinsteigen zum Dirndl in die Kammer. Also, ich glaube, es ist wohl besser, wenn ich jetzt gehe. Wie du meinst, Mäuschen. Wie du meinst. Ja, ich meine. Ich erwarte dich auf der Wiese bei der Bank, Ottomar. Also wegen mir kommt weil die Frau Professor das ruhige Gehirn wegen dem Fenster. Ja. Danke, Herr Bimshuber, ich bin nicht neugierig. Ah, was, Frau Professor, da brauchst du nicht so tun. Wenn Sie da öfters bei uns herumwären, da könnten Sie Geschichten erleben. Geschichten, sage ich Ihnen, direkt grausam. Daran zweifle ich nicht. Also, Mäuschen, lass dich nicht aufhalten. Leg dich in die Sonne. Wissen Sie, Frau Professor, das ist eine ganz natürliche Sache. Hab ich Ihnen eigentlich schon mal die Geschichte erzählt von meinem Hengst? Da ist der einmal zu einer Sturten gekommen, gell? Danke, Herr Bimshuber. Das können Sie ja alles meinem Mann erzählen. Auf Wiedersehen. Aha. Ihre Frau hat scheinbar nicht das richtige Verständnis für meinen Hengst. Ach, lassen Sie nur, Bimshuber. Wir kennen doch die Frauen nicht. Eben. Aber jetzt machen Sie keine Geschichten, Bimshuber. Also wenn man für seine Kinder sorgt, sind das noch lange keine Geschichten. Aber wieso denn? Was hat denn Ihre Tochter mit dieser Figur zu tun? Sagen Sie, Herr Professor, bei uns ist es so. Wenn man eine mannbare Tochter hat, Ja? dann lässt man die in einer Kammer schlafen, die nicht so hoch und etwas abseits liegt. Gell? Ja, ich hörte dergleichen. Aber die Figur, was hat die denn damit zu tun? Das wird jetzt gleich schmecken. So, schmeckt's, ja? Ja, passen Sie auf, Herr Professor. Ja. Bei euch in der Stadt, da lernen sich die Leute kennen. Heiraten und dann lernen sie sich erst richtig kennen. Und dann nennt man das eine unglückliche Ehe. Ja, das ist höchst bedauerlich, dass oft so oberflächlich geheiratet wird. Ne? Bei uns aber, da lernen sie die jungen Leute gleich richtig kennen. Wie? Ich meine, so zünftig kennen. Ich sag immer, das ist wie beim Schneider. Man schaut erst einmal, ob alles passt, dann weiß man, was man hat, gell? Also, rein gleichnismäßig. Also, ich muss sagen, ich verstehe nicht recht. Das verstehen Sie nicht. Nein? Das verstehen bei uns schon die kleinen Kinder. So. Wissen Sie, was die Leute bei euch in der Stadt erst nach der Hochzeit machen? Ja. Das machen sie bei uns halt schon vorher, gell? Ist das wahr? Ja, und wenn sie sehen, dass sie nicht zusammenpassen, dann machen sie erst gar nicht Hochzeit. Ach so! Ja, ach so. Und damit wären wir bei meinem Renal. Ja. Wissen Sie, ich sag's Ihnen im Vertrauen. Die hat halt probiert, nimmer aufgehört. Wie? Nimmer aufgehört hat's das Renal. Was Sie nicht sagen. Ja? Ihr Lenel! Aber die sieht doch aus wie die Unschuld persönlich. Unschuld. Ja. Von wegen. Das zweite Mal hat's mir jetzt schon ein lediges Kind dahergebracht und hat keinen Vater zu Hause gehabt, gell? Und das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Na, allerdings, das übersteigt dann das Maß und Ziel doch beträchtlich, nicht? Wissen Sie, Herr Professor, ich habe ja auch, gell, Ja. wie ich noch ledig war, recht häufig probiert, gell? So. Aber ich hab's mit der Hälfte gut sein lassen. Na ja. Sie als gefestigter Mann, nicht? Und damit wären wir jetzt bei der Kuni. Bei der wieso Kuni? Ach, haben Sie noch eine Tochter? Na, Kuni heißt die Figur. Die Ceres? Nicht Teres, Kuni heißt's. Oh Gott. Also, wir mein Renal wieder einmal, gell? Da bin ich auf dem Rad vom Bader, ein Freund ist das von mir, in die Stadt gefahren zu einer weisen Frau. Und diese weise Frau hat in ihre Bücher nachgeschaut, bis sie auf die Kuni gestoßen ist. Was für Kuni? Was denn für eine Kuni? Ja, die heilige Kuni. Heilige Kuni. Das war nämlich in der altertümlichen Zeit eine Dame, die die gleichen Geschichten gemacht hat, wie mein Lenal bis das Dutzend voll gehabt hat. Ach, das sind ja dumme Geschichten. Später aber, Aberglaube. nix Aberglaube. Die Kuni ist dann eine heimatliche Patronin geworden für alle Leute, die zu zünftig probiert haben. So. Ja? So. Und woher haben Sie diese Figur? Die hat die weise Frau zufällig bei sich auf dem Piano stehen gehabt, gell? Und hat gesagt, das ist die Kuni. So. Zufällig hatte diese Person auf dem Klavier und Sie glauben an den Hokuspokus einer Schwindlerin? Was heißt da Schwindlerin? Seit die Kuni bei mir im Haus ist, gibt's Renal Ruhe.
Die Kuni hat bremst und wird auch weiterhin bremsen. Die lässt nicht aus. Sie mit ihrem dummen Aberglauben. Ihre Tochter wird eben zur Einsicht gekommen sein, nicht? Also, Bimshuber, jetzt seien Sie doch vernünftig. Ich biete Ihnen eine sehr beträchtliche, ich wiederhole, sehr beträchtliche Summe für die für Sie vollkommen wertlose Figur. Eine Summe, die es Ihnen erlauben würde, Ihrer Tochter eine ansehnliche Mitgift mitzugeben. Wenn Sie was wollen, Herr Professor, ich weiß, was ich weiß. Aber Bimshuber... Also, wenn das Renal wieder einmal, Ja, ich meine, trotz der Bremsen, Ja. trotz der Kuni mit einem ledigen Kind daherkommt, ja, dann... da können wir weiterreden. Ja. Aber eher geht er die Welt unter, bevor so eine heilige Dame auslassen darf, gell? Und jetzt haben wir viel Gnurtisch geredet. Jetzt muss ich wieder das Fäden aus zu meinem Hengst, gell? Lassen Sie mich doch mit Ihrem blöden Hengst zufrieden. Sagen Sie, Herr Professor, beim Hengst ist genau umgekehrt. Wieso? Da darf ich was zahlen, wenn die Kuni nicht bremsen darf. Beim Hengst. Also bitte, bitte verkaufen Sie die Figur. Ja, das darf ja noch so passen. Den Hengst verkaufe ich, die Kuni bleibt da. Vielen Dank, Herr Professor. Gell? Es ist ja nicht zu fassen. Aus der Haut könnte man fahren. Dieser bäuerliche Unverstand. Mittelalter, finsterstes Mittelalter. Eine Ceres. Eine Figur, die Welt aufhorchen lassen wird. Und was tut man? Was macht man? Nur wenn die Tochter des Hauses... Mein Gott, ich kann doch nicht selbst. Oder vielleicht doch? Grüß Gott, Ja, ist der Bauer nicht da? nein, Sepp. Ja, wissen der Herr Professor nicht, wo er hingegangen ist? Das Lenal sagt, dass er da war und mit dem Herrn Professor diskutiert hat. Ach so, ja, er sagte etwas von dem Pferde, ja. Ach so, vom Hengst. Ich hätte notwendig was fragen müssen, zwingst der Leiter. So, wegen der Leute, Ja, ja. die Alte ist zusammengekracht, ob ich eine neue kaufen soll. Wir können ja so nicht auf dem Stadel laufen mit dem Hai. Moment mal, Leiter, das wäre ja, Ja, dann mein... müssen wir halt warten, bis er wieder da ist, der Bauer. Herr Sepp, Herr Professor, Herr, wie heißen Sie denn eigentlich? Ich rede Sie immer mit dem Vornamen an. Kinnigl, Sepp Kinnigl. Ja. Aber sagen Sie ruhig Sepp, das bin ich gewöhnt. Ja, bitte, danke, ja. Herr Kienigl, möchten Sie vielleicht eine Zigarre? Ich habe hier eine ganz exquisite Sorte im Etui. Bitte greifen Sie zu, nur nicht genieren. Ja, den möchte ich sehen, der sich da genieren darf. Eben. Warten Sie, Sie bekommen auch Feuer von mir. Ach, das ist gut. So, Moment, wenn's brennt. So. Na? Teufel. Ein Kartoffelkraut ist das gerade nicht. Ausgezeichnet, Herr Kienigl. Ja. So, also die Leiter ist also in zwei. Tja, das ist ja höchst bedauerlich, nicht? Ah, da kannst du nichts machen. Ja. Einmal geht auch der Herr Professor zum Teufel, nicht? Ja, wie? Ach so, ja. Köstlich, ja. Wir alle sind sterblich, nicht wahr? Ja. Sagen Sie, wozu brauchen Sie denn die Leiter eigentlich? Ich hab's ja schon gesagt, das Hai muss auf dem Stadel. Ach so, ja, das Heu muss in die Scheune, ja. Ja, ich habe mir aber sagen lassen, Herr Kienigl, dass ihr jungen Leute die Leiter noch für ganz andere Zwecke benötigt. Habe ich dazu viel gesagt, Herr Kienigl? Oh Gott, wie sage ich es Ihnen denn nur? Passen Sie auf. So etwa wie der junge Romeo zu seiner Julia auf einer Strickleiter. Das sind aber keine Einheimischen. Wer? Nur der Romeo halt. Weil bei uns wird nur mit einer Holzleiter gefenstert. Fenstern, das ist es, ja. Natürlich. Ja, so heißt das wohl. Ja, hat denn das der Herr Professor nicht auch gemacht, wie er noch gut beieinander war? Erlauben Sie mal. Erlauben Sie, natürlich. Tja, ist allerdings schon einige Zeit her. Ja, Ja. das glaube ich. Wie? So, ja. Sagen Sie, Herr Kienigl, haben Sie denn auch einen Schatz? Ein Dirndl? Ein Mädchen, meine ich. Eine. Das darf nicht lange. Das Jahr hat er 365 Tage, nicht? Ausgezeichnet, prima, ja. Sie sind mir ein kleiner Don Juan, wie? Was bin ich? Ein Trottel. Ich meine, nein. Sie sind ein urwüchsiger Jüngling, nicht? Aber man hat schon Saft in die Knochen, Herr Professor. Ja, eben, ja. Sagen Sie mal, Kienigl, wie stehen Sie denn eigentlich zur Tochter des Hauses?
Ich stehe gar nicht mit dir. Naja, jetzt bin ich schon Jahre auf dem Hof, aber seit der Zeit hat's den Betrieb förmlich eingestellt. Ja, wollen hab ich schon mögen, gell? Aber da nützt kein Leute nix. Also so ein langer Nagel ins Fensterkreuz reingehauen hat. Und durch die Klappen sind nur die Luft, aber kein Mannsbild reinlässt, das Luder. Ja, ich weiß. Sie? Ja. Ein ganz heimlicher sind wir Sie, ha? Ja, aber nun Spaß beiseite, Kinigl. Ich habe etwas sehr Ernstes mit Ihnen zu besprechen. So, was denn? Also Sie können viel Geld, ich wiederhole, sehr viel Geld damit verdienen. Geld? Ja, sagen Sie, kennen Sie die Kuni? Kuni? Ja, hier im Dorf gibt's kein Madel, das so heißt. Mein Gott, mir ist ganz schlecht. Was sage ich Ihnen denn? Lieber Herr Kinigl, Sie müssen mir aber versprechen, zu keinem Menschen, ich wiederhole, zu keinem Menschen ein Sterbenswörtchen von dem verlauten zu lassen, was ich Sie jetzt wissen lasse. Ja, wenn's nichts Unrechts ist und er Geld springt, na, da kann ich den Mund schon halten. Schießen's los, Herr Professor. Also erlauben Sie, Kinigl, Unrechtes. Ich bin Staatsbeamter. Eben. Ja, also kommen wir zur Sache. Passen Sie auf, dass Fräulein Helene schon zweimal... Ja, das weiß ich schon, ja. Das wissen Sie, ja. Ja, nun hat sich der Bauer aber diese Kuni da oben... Oha. Ja, jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, das Figürl. Ja, die Kuni. Genau. Jene besagte sogenannte Kuni ist aber nun eine sehr wertvolle spätrömische Plastik. Was, aus Plastik? Wie? Ihr gemeint, die ist aus Stein? Nein, eine altertümliche, sehr wertvolle Figur, die ich unbedingt für die staatliche Sammlung erwerben muss. Was, das soll mit der Stadt? Aber bleiben wir bei der Sache. Schauen Sie, der Bauer will diese Figur nun aus unerfindlichen Gründen nicht verkaufen. Ja, wegen dem Lehnerl. Ja, der Staat braucht diese Figur aber, verstehen Sie, für die Wissenschaft. Ja, die Weiber sind schon in die Wissenschaft. Aber jetzt hören Sie doch zu, Kinigl. Der Staat würde sehr viel Geld, ich wiederhole, sehr viel Geld für den Erwerb dieser Figur auswerfen. Der Bauer tut's nicht her, die Kuni. Na, vielleicht doch. Bei unserer diesbezüglichen Verhandlung hat er nämlich verlauten lassen, dass er bereit wäre, wenn seine Tochter trotz der Kuni, verstehen Sie denn nicht, Kinigl, wenn Fräulein Helene trotzdem diese sogenannte Kuni im Hause wäre, ein Kind. Oha! Kinigl, glauben Sie, dass Sie dazu in der Lage wären? Ich in der Lage? Na, das klatzt. Es ist so, dass Sie mir die Ausführung dieser Bestellung auch garantieren könnten? Ja, darauf können sich der Herr Professor schon verlassen. Ja. Das kostet mich bloß einmal Fenstern. So, dass ich fest darauf rechnen könnte, innerhalb der von Mutter Natur vorgeschriebenen Zeitspanne natürlich, durch Ihre Vermittlung, Sie verstehen, was ich meine. Ja, pressiert denn dieser so? Natürlich, ja. Ja, dann muss er mir heute auf die Nacht schon auf die Socken machen. Nicht auf die Socken, lieber Kinigl, auf die Leiter. Auf die Leiter. Ja, es eilt sehr. Also, was zahlst? Bitte? Ach so, ja. Sagen wir als Vorschuss 1000 Mark und bei nachweisbarem Erfolg weitere 1000 Mark. 2000? Das ist mir zu wenig. Sagen wir 2000 Mark Vorschuss und weitere 2000 Mark, wenn ich die Sache erledigt habe. Wie? Das wären ja 4000 Mark. Na ja, für eine staatliche Sache, nicht wahr? Also gut, ich will Ihnen diese Vergütung bewilligen. Aber nur, wenn Sie zu keinem Menschen, ich wiederhole, zu keinem Menschen ein Wörtchen davon sagen. Abgemacht. Abgemacht. Also, Kannst den Staat bestellen, dass ich die Lieferung übernehme. ja, aber lieber junger Freund, die Sache ist äußerst dringlich, äußerst dringlich. Haben Sie keine Sorge nicht, Herr Professor. Ich werde jetzt gleich einen Bauern von uns wegen der neuen Leiter. Ja. Und haben wir nachher die. Ist das andere ein Kinderspiel. Ja. Sehen Sie, Herr Professor, da bin ich ein Studierter. So, das ist schön. Was, du bist schon wieder? Ja, da kannst du halt nichts machen. Ja, da kannst halt nichts machen. Lieb ist halt lieb. Mein Gott, was meinst du, was der Vater sagt? Umbringen tut er die. Der Schlang tut er die mit seiner Steinkuni. Ja, was? Der Sepp. Was, der Sepp? Der Knecht? Der nichtsnutzige Kerl, der. Ach, was, der Sepp ist auch wer. Ein Dreck ist er. Ach, Ruhe gibt's, Mutter. Geschenk ist Geschenk. Geschenk ist Geschenk. Da kauft der Vater für 100 Mark so eine nichtsnutzige Puppen.
Aber hätte so schön den Professor im Sommer verkaufen können. Nein, deinetwegen ist sie im Haus geblieben. Zum Dank hat sie das ausgeschmiert. Das nichtsnutzige Weibsbild, das. Sei doch stark mit der Kuhne. Ich hab halt nicht mögen, das war die Sache. Ich hab halt auf den Richtigen gewartet. So, du meinst der Sepp. Du meinst, der Sepp, der Knecht, ist der Richtige. Freilich, das ist der Richtige. So, du glaubst, dem gibt unser Vater unseren Hof? Mein Gott, am liebsten auch nicht an die runterhauen. Ah, Ruhe, gib Mutter. Was soll's? Ist ja wieder mal zu spät. Aber das eine kann ich dir gleich sagen. Mit dem Sepp, mit dem lausigen Bub, mit dem wird's nix. Und ich sag dir, der Sepp ist kein lausiger Bub. Und ich sag dir, den nehme ich und keinen anderen. Und das messen wir ernst mit der Ehe. Und das war kein Probierversuch. Denn ich weiß, dass mich der Sepp als wahrhaftiger lieb nimmt. Und nicht wegen dem Hof. Aber schau, Madel, bedenk doch mal, der Vater und seine Ach, Kuni. die Pfeife auf Vater sei schruin. Wenn mein Fenster nicht so vernagelt gehabt hätte, dann wäre sein Kuni umsonst am Kasten umgestanden. Jesus. Ja, das, wenn der Herr Pfarrer bist von Vater seiner Extraheiligen. Was? Ja, bist du nicht stark, ha? Was kann ich dir sagen? Diesmal sagst du das du am Vater selber, gell? Diesmal kannst du die Suppen selber auslöffeln, was du eingebrockt hast. Ich sag kein Sterbenswörterl mehr. Ja, Mutter, brauchst du nicht. Ich red schon allein mit dem Vater. Aber schau, Madel, der Sepp, der Knecht, der hat doch nichts. Der kann aufhören, Mutter. Ja, weil du die Wahrheit nicht hören kannst. Hast schon recht. Halt doch nicht deine Ohrwaschel zu und sperr die Wahrheit bei der Tieren aus. Mein Gott, dass ich das auch nicht gemerkt hab, dass der Sepp hinter dir her war. Ja, dass er im halben Dorf beim Kammerfenster eingestiegen ist, das hab ich gehört. Dein sauberer Herr Kienickel. Ach, nicht wahr ist. Nacht für Nacht hat mir der Sepp vom Kammerfenster als Schädel. Ja, schon den zweiten Tag, wo er dahergekommen ist. Ja, ganz rot wärst jetzt vor lauter Lügen. Und wenn ich lüge, so geht das kein Menschen was an. Wahr ist, dass mir der Sepp vor 5 Monaten in meine Kammer reingebrochen ist, wie ein Ochs. Na, förmlich fürchten hätte man sich können. Ja, das sicher. Ja, und wenn ich jetzt auch wieder so weit wäre, das mir das schon passen. Und ein Selbstwort, das hab ich. Ja, und der Vater sollte die Figur, die ja mal so ausgeschämt Stadtweibe antraut hat, verkaufen, dann ist es los. Du, gell? Red du ja nichts über die wohltätige Kuni. Wenn das Freib in der Stadt drin auch nicht ganz richtig war, dem Vater die Figur antraut hat. Aber trotzdem, der Bader hat gesagt, dass das alles seine Wahrhaftigkeit hat. Und was der Bader sagt, das darfst du schon glauben. Ach, doch, das ist ein gescheiter Mann. Der versteht mehr, als wer Ochs von der Kuh zu unterscheiden. Ach, der Bader ist ein Trottel. Verkaufen sollte der Vater das altbachene Ding. Ja, der Sommerprofessor war doch ganz narrisch drauf. Ja, im Sommer, aber doch nicht jetzt. Und was wird denn der Herr so laut geredet, dass ich gleich bis raushören? Sepp, von dir wird geredet. Ich hab's heute der Mutter gesagt. Jawohl, alles hat's gesagt, alles. Was denn? Ja, was? Dass nicht bald Nacht ist, dass was Kleines kommt und dass du der Vater bist. Ja, der Herr Vater, er da, der. Hast du was, Bayerin, weil's gar so schnaufst? Der Schwiegersohn meinst, gell? Schwiegersohn. Sepp, heiratst mich, sagst. Ja, möchtest am entledig bleiben? Ach, da, schau her. Ja, die ist da dem so passen. Dem sauberen Herrn Kienickel, gell? Jetzt lass die Spaß, Mutter. Wahnsinn. Wann? Frag doch nicht so blöd. Wann's magst, hab ich gesagt. Und jetzt möchte ich meine Ruhe und mein Oh Essen. mein Gott. Schau an, wie verliebt das er ist, gell? Der Herr Kienickel. Grantig ist die Bayerin. Na, sowas von grantig. Ja, kannst auch weniger batzig sein, wenn die Mutter herinnen ist. Na, was hast denn, dass du gar so unleidig bist? Ha? Nix, was soll ich denn haben? Wo ist denn dein Vater? Ja, im Wirtshaus ist er halt. Aha. Du, ich sag's ihm, wenn er kommt. Was denn? Ja, das halt. Es wird halt Zeit. Lass dich mal anschauen. Ja. Freilich, Zeit wird's. Sapramit hab ich eingefreit. Ach so, ist recht, Sepp. Bist du ein guter Bub. Da kriegst du ein Puzzle. Da kriegst du auch noch eins. Noch eins? Aber Lina, jetzt lass mich aus, ich hab keine Zeit. Warum möchtest du vielleicht auch noch ins Wirtshaus? Freilich, meinst du, ich möchte das grantige Gesicht von der Bayerin anschauen, hä? Ah, ist das keine Ausrede? Gehst vielleicht nicht zu anderen zum Finstern, ha? Ich? Ah, was, ich? Ah, ich doch nicht. Du, ich hab gehört, dass du beim halben Dorf zum Fenster gehst. Gehört. Und was haben sie mir denn von dir alles erzählt? Mir? Du, was hast denn da für ein Fleckerl an der Hand, ha? Hier, ein Fleckerl. Ja. Ein Tinten. Tinten? Seit wann schreibst denn du mit der Tinten? Ja, wahrhaftig. Da hab ich wirklich einen Tintenfleck an der Hand. Ja, wer ist denn der hingekommen, der Tinten? Wie ist jetzt der da hingekommen? Jetzt weiß ich's wieder. Weißt du, wie ich beim Kramer war, da haben wir einen Tabak gekauft. Und da hat er gerade die Tinten ausgeschenkt. Ja, da muss ihm die da übertropft sein. Ja, und ich wahrscheinlich hab da reingelangt. Ja. Aha, du hast reingelangt, Ja. aha. Was wird jetzt der Sommerprofessor wohl machen?
Wie kommst du denn jetzt auf den Sommerprofessor? Ja, hä? wegen der Tinten, weil ich doch auch immer so Tintenfleck an der Hand gehabt hat. Ach, drum kommst du auf den Sommerprofessor, ja. Es war halt komisch, wenn der auch mal im Winter daherkommen darf. Okay, was soll denn der da im Winter machen? Hm, warum sollte der nicht einmal schauen, wie es da herumgeht? Also, ich kann das nicht spaßig finden. Okay, was darf's denn da schon zum Sehen geben? Etwa wie ich. Durch die, du Bazidum. Jetzt red nicht so daher, lass mich raus. Da bleib. Jetzt lass mich raus, ich hab keine Zeit. Tu, was du magst, grantiger Kerl. Brumm doch nieder. Du draußen im Gang, da hängt mein Open. Du, da gehört der Fleckerl am Ellerbogen. Also, vierte. Warte, ich geh mit. Halt! Du bleibst da wieder. Ja, aber jetzt rein. Jetzt geh weiter, wo geht er denn hin, Herr Kinnicke, ha? Ins Wirtshaus natürlich. Wir alle Mannsbrüder ins Wirtshaus. Ja, was soll der denn da? Ein Mann braucht sein Bier, weil er sonst von der Kraft fällt. Da brauchst du bei dem keine Angst haben. Der fällt nicht so leicht von der Kraft. Meine Wut, habe ich eine Wut, dass ich alles fressen kann. Okay, das kommt halt, wie es kommt, Mutter. Da kann jetzt deine Wut auch nichts mehr dran ändern. Du, Mutter, sei so gut und richte am sein Joppen. Ich glaub, da hinten am Ellerbogen fällt der Fleckerl. Schau her. Gell? Was? So jetzt dem sein Gewand auch noch nähen? Ja, bleibt mir gar nichts erspart. Mutter ist ja bloß ein kleines Fleckerl. Und du hast das auch groß geschickt, nicht wahr? Sehr gleich geschickt, nicht wahr? Da schau her. Gar nicht gewusst, dass der Sepp schreiben kann. Sehr geehrter Herr Professor. Wieso schreibt der Sepp an den Professor? Teile Ihnen höflich mit, dass ich Bezug nehmend auf Ihre gütige Bestellung. Mutter! Was hat denn der Professor beim Burm bestellt? Mutter! Was soll denn das heißen, Bestellung? Der Professor! Mir trifft der Schlag. Ja, was tut denn der im Winter? Grüß Gott, Frau Josefa. Ja! Guten Tag. Grüß Gott, ja. Professor. Da staunen Sie aber, nicht? Mitten im Winter. Ja, das ist eine Überraschung. Ja, Mutter, da staunst. Ja, ich hab grad das Abendessen draußen in der Küche hergekriegt. Plötzlich klopft's ans Fenster. Na, wer steht vor der Tür? Na, wer? Der Herr Ach so, ja. Professor. Ganz verschneit war er doch. Ja, ganz verschneit war ich. Ja, das kommt vom Schnee. Ja, wie? Ach so, ja. Sehr richtig, Kinigl. Ja. Ja, liebe Frau Josefa, ich hatte in München zu tun, nicht? Ja. Und da dachte ich mir, schaust du dir den Grundhof mal im Schnee an? Ja. Meine Frau denkt ja, ich sei auf einem Kongress, nicht? Dabei bin ich hier auf dem lieben alten Grundhof. Na, sowas. Sicher eine große Überraschung, Ja. Herr Professor. Na, was sagen Sie, Herr Professor? Gut schaut's aus, Lenerl. Ach, selbst sei doch stark. Prächtig. So frisch. Ich freue mich, Sie in so guten Umständen zu sehen. Ich wollte sagen, in so gutem Zustand zu sehen, nicht wahr? Nett, ja, sehr. Ach, der Sepp macht immer so dumme Sprüche. Ja, weil Sau dumme Sprüche macht er. Ja, was wahr ist, das ist Halt wahr. den Mund so schmiert. Aber, meine Herrschaften, liebe Frau Josefa, könnten Sie mich wohl für eine Nacht in unserem alten Stübchen unterbringen? Ja, da müssen wir erst einmal nachschauen. Wissen Sie, Herr Professor, da liegen die Äpfel. Ach, das wird den Äpfeln nichts ausmachen, wenn ich mich auch dazu lege. Ja, aber einheizen müssten wir. Geweiderlenerl, einheizen. Ich geh schon. Wo ist denn eigentlich Ihr lieber Mann? Mein lieber Mann, der ist wie immer im Wirtshaus. Aber der wird bald kommen, Herr Professor, gell? Ja. Sowas. So. Na, was sagen Sie, Herr Professor? Stimmt's, ha? Sprechen Sie doch leise. Ah, was, da hört niemand nicht. Na, man kann nicht vorsichtig genug sein. Und den Vorschuss? Bitte? Ach so, ja, deshalb bin ich ja hier. Den Vorschuss. Bitte, hier haben Sie. Bitte sehr. Ja, wird schon stimmen. Natürlich stimmt das. Ja, und den Rest nicht wahr? Den Rest vergessen Sie dann auch nicht. Nein, es bleibt bei dem, was wir abgemacht hatten. Freilich. Ja. Na, das freut mich aber, dass Sie meinen Brief nur rechtzeitig erhalten haben und noch einmal nach den Lehnal schauen. Was für ein Brief? Na, ich habe Ihnen doch in einem Brief brieflich geschrieben, dass es jetzt soweit ist mit dem Vorschuss. Was haben Sie? Mein Gott, und ich habe diesen Brief vor meiner Abreise nicht mehr erhalten.
wenn meine Frau, um Gottes Willen, was haben Sie da getan, Sie Unglücklicher? Was schreien's denn so? Ich schreie, weil ich schreien will. Über eine so delikate, ich wiederhole, äußerst delikate Sache schreibt man doch keine Briefe. Oha, und ich schreibe, wann ich schreiben will, gell? Wie? Ja, den Brief, den hab ich in ein Kuvert rein da. So. Ja, und dann hab ich ihn auf die Post drum. Mein Gott, wer weiß, wo Sie den hingesteckt haben, diesen Brief. Ja, was, Herr Professor, es wird schon alles schief gehen. Das ist ja eine Ruhe, hat der Mensch, um die ich ihn wahrlich beneide. Ach was, bitte tragen Sie meinen Koffer hinauf, ich möchte schlafen. Bitte. Wollen Sie nicht noch was essen? Danke, mir ist der Appetit vergangen. Ich wiederhole, vollkommen vergangen. Gut, dann gehen wir. Mei, hast du halt wieder eine Herrschaft, halt mal so ein bisschen auf. Ich bring gleich Essen. Der Sommerprofessor ist da. Jetzt mitten im Winter. Das passt mir überhaupt nicht. Geh. Überhaupt kein Irrs in mein Bett. Das sag ich Warte, dir, gell? jetzt geh her, sitz dich her. Wir werden Ihnen so daherreden. Was wollen die im Winter? Im Winter kann ich nicht brauchen, gell? Hey Vater, was soll denn der Professor denken? Ja, ist doch gerade auf, als du schon auf dem Hof spektakuliert hast. Was soll der denn denken von dir? Ich weiß genau, warum das der da ist. Weil er nämlich hinter der Kuh nicht her ist. Aber der kriegt's nicht, gell? Genau wie du kein kleines Kind, kein lediges mehr kriegst, gell? Bis nicht einen Mann hast. Ja, Vater, wenn. Nix wenn. Ich mein aber... Nix meinst. Es könnte. Nix könntest. Mein Maria, Gott, was Vater. schreist denn gar so, wenn wir nicht allein sind im Haus? Du weißt schon, der Professor ist da. Ja, und du hast eine Mordsrausch. Schande, was deine erwachsene Tochter hast. Ja, Vater, kannst du schon ein bisschen zusammennehmen? Sei noch grad du statt, du kannst du ausgeschaut. Wenn ich einen Rausch hab, dann ist das meine Sache. Und wenn du ein Kind kriegst, dann ist das deine Sache. Wenn du aber ein lediges Kind kriegst, dann ist es wieder meine Sache. Weil es steht geschrieben, du sollst Vater und Mutter ehren. Es steht aber nicht geschrieben, dass du deinen Vater jedes Jahr zum ledigen Großvater machen sollst. Also, Vater, jetzt sei doch stark, ich weiß schon Bescheid. Du weißt Bescheid, nix weiß Bescheid. Und wenn du in der Stadt bist, gell, dann bist du die längste Zeit meine eheliche Tochter gewesen. Schrei halt nicht gar so, dass man sich direkt schauen, wenn das der Herr Professor hört. Ja, Herr Professor, ich pfeife auf den Professor. Mein Essen will ich und schlafen will ich. Der Herr Professor will auch schlafen. So, du bist da, du. Überhaupt hast du den Maul zu halten, wenn der Bauer redet. Du siehst, dass er rastet von deinem Fixkrach. Jetzt kommt ja der Professor. So, Kinder, was geht denn das mir an? Guten Abend, lieber Herr Bimshuber. Ja, da staunen Sie wie mich mitten im Winter. Wo ist was? Herr Professor, mein Mann, der freut sich ja so, dass Sie da sind. Ja, haben Sie nicht gehört, wie der geschrien hat vor lauter Freude? Ja, mich deuchte, als sei Lärm im Hause. Ja. Nun, lieber Herr Xaver, haben Sie sich nun entschlossen, mir die Figur zu geben? Da kannst du lang warten. Ja, jetzt warten Sie doch mein Angebot ab. Ich biete Ihnen so viel Geld, dass Sie sich 100 Figuren dieser Heiligen dafür kaufen können. Ich hab keine Pension für heilige Frauen. Ich gang mit der einen. Sehen Sie, und gerade auf diese eine kommt es mir an. Gerade diese Ihre Figur will der Staat haben für das Museum. Ich habe in meinen Schupfen hinten einen alten Mistwagen, den kannst du haben. Professor, es tut mir sehr leid, aber ich glaube, mein Mann, der hat halt ein bisschen zu viel getrunken. Ja, Herr Professor, Sie müssen meinen Vater wirklich entschuldigen, ja. Aber das tue ich doch gerne, mein Kind. Sieht sie nicht prächtig aus, nicht? So frisch und so rundlich. Aber nein, Herr Professor. Herr Professor, meine Lena ist ein bisschen schüchtern, was die Männerleib betrifft, ja. Aber bitte, wir greifen es doch zu, essen Sie. Mein Mann, der hat schon angefangen, wissen Sie, hat einfach kein Benehmen, dieser Mann. Ich lasse halt den Herrn Professor auch was übrig.
er soll sich's nur schmecken lassen, der Herr Bimshuber. Wenn man so den ganzen Tag gearbeitet hat, schmeckt das Essen noch mal so gut, nicht? Wissen Sie was? Beim Essen, da rede ich nichts, gell? Aber eins lassen Sie noch gesagt sein. Wenn Sie nächstes Jahr mit Ihrer Frau wieder in die Sommerfrische zu mir kommen wollen, und wenn Sie wieder den ganzen Tag auf der Wiesn rumflackern, meinetwegen können Sie auch mein Gras fressen, wenn es Ihnen schmeckt. Aber dass Sie sich in die heiligen Gefühle eines Familienvaters einmischen, ist eine verdammenswerte Tat. Was taten jetzt Sie sagen, wenn ich zu Ihnen in die Stadt reinkommen darf und möchte eine von Ihren lutherischen Heiligen kaufen? Aber lieber Bimshuber, wir haben gar keine heiligen Figuren im Hause. Was sagen Sie? Sie haben gar keine? Nein. Ja, was machen Sie denn dann gegen den Hagel und gegen den Frost? Wir wohnen Ja, im und Süden. gegen die ledigen Kinder? Ja, wenn wir gerade bei den ledigen Kindern sind. Jetzt weiß ich auch, warum dass ich die Kuni nicht hergib. Aber Herr Bimshuber, glauben Sie denn, dass eine von Menschen gemachte Figur helfen kann, die nun sagen wir mal Fehltritte Ihrer Tochter zu unterbinden? Ja, Herrschaftszeiten, Sie sind ja förmlich her hinter meiner Kuni. Ja. Da wäre jedes Mädel im Dorf neidig, wenn einer hinter ihr so her wäre. Sofa, tu doch das, was der Herr Professor sagt. Das ist ein studierter Mann, der versteht mehr als wir du und ich miteinander. Herr Professor, Bitte? was taten Sie denn zahlen dafür? Ja, also viel Geld, liebe Ja. Frau, sehr viel Geld. Und wenn Sie mir 100.000 und noch was geben, ich geb's nicht her und das ist mein letztes Wort. Und jetzt möchte ich mal Ruhe. Ja, Gute ja. Nacht, ich geh ins Bett. Nun gut, er wird schon mit sich reden lassen. Wissen Sie was, Herr Professor? Sprechen Sie doch morgen noch mal mit meinem Mann. Vielleicht ist er da besser aufgelegt, wir. gell? Was wird denn da gewispert überhaupt? Nichts, lieber Mann, gar nichts. Wir gehen schon. Liebe Frau Josefa, könnte ich wohl noch etwas warmes Wasser haben? Warmes Wasser? Zu was denn? Bitte? Ja, zum Waschen. Ah, zum Waschen? Aber jetzt haben Sie nichts gegessen, Herr Professor. Ach, ich habe keinerlei Hunger, Frau Josefa. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh Gott. So, geh her und zieh gut. Sofa. Meine Ruhe möchte ich haben, Ich eh? muss da aber sagen, was mir recht am Herzen liegt. Ich will meine Ruhe haben. Mein Gott, mit dir kann ich überhaupt nicht mehr reden. Lass ich da halt deine Ruhe. Wirst schon schauen, was du hinkommst. Ich tue das, was ich will, gell? Ja, das weiß ich. Vater? Hä? Vater, Was willst du denn? ich glaube, es kommt was. Ein Gewitter. Nein, kein Gewitter. Was soll denn dann kommen? Was Kleines, Vater. Was sagst du? Vater, wenn du nicht ruhig bist, dann sage ich kein Wort mehr. Du meinst, wo in der Nachbarschaft kommt was Kleines? Nein, Vater, bei mir. Ach Gott, lob, jetzt ist es heraus. Ich glaub, du spielst ein bisschen. Hä? Ja, das hat er wohl geträumt, Nein, hä? Vater, das hat man nicht dran. Ach, das ist schon wahr. So, war In es. 3 Monaten ist da das Kind. Ist das gewiss wahr? Vater, rühr mich nicht an. Wer ist der Vater? Sag's! Und wenn du schreist, dann sag ich es ganz gewiss nicht. Wer der Vater ist, möchte ich wissen. Der Sepp. Der Sepp. Der Sepp. Einen ganzen Tag rennt er umeinander, wie er wieder nicht bis 13 kann. Und auf die Nacht geht er zu meiner Tochter und macht mich zum 3. Mal zum ledigen Großvater. Den will ich erwischen, will ich tun. Vater, ihr heiratet mich ja, ganz gewiss. So, heiratet die. Ja, und die Kuni? Die Kuni, was hat denn dann die bedeutet? Ja, warum steht denn dann die bei mir auf der Kommode, wenn sie nicht aufpassen kann?
kleiner Kuni. Da hat's halt nichts machen können. Ach, ich hab so schön mein Fenster vernagelt gehabt, mit solchen Nägeln. Na, was kann denn ich dafür, wenn mir der Sepp das Mannsbild in der Nacht den ganzen Fensterstock rausgerissen hat, das gerade so geracht hat? Ja, was hätte jetzt da der Kuni machen sollen? Da fragst du mich. Bin ich der Herrgott, dass ich die Heiligen sagen muss, was sie machen müssen, oder? Und die Kuni, die muss aus dem Haus, gell? Und die Schlampen aus der Stadt, wo man die überhaupt antraut hat, derer wird es erst besollen. Und der Bader mit seiner heidnischen Sünde, wo er mich noch bestärkt hat. Aber Vater... Staub bist jetzt! Und das eine sag ich dir. Wenn dich der Sepp nicht heiratet, dann steckt ihn in ein Kloster. Aber er tut's ja gewiss, ganz gewiss, Vater. So tut das. Da bist du noch stolz drauf. Bist du stolz, dass ich meinen Hof am Burm geben muss, der nichts hat wie ein Schneidstierl? Ach, Vater, der Sepp... Hör auf mit den narischen Sprüchen! Ach, der Sepp ist ein grundguter Bub. Da bist jetzt! Du willst so schreist, dann laufen doch die ganzen Leute zusammen, Vater. Da soll ich vielleicht tanzen und springen vor lauter Freude über den Schwiegersohn, was du dahergebracht hast. Sag mal, warum schreist denn so? Was gibt's denn? Was gibt? Großmutter wärst wieder, das gibt's. Ach so, ja, das hab ich schon gewusst. So, das hast du gewusst. Ja, aber mit dir kann man doch einfach nicht mehr reden. Mutter! Vater! Dein Maul jetzt. Ach, ich hab schon Zeit. Was ist denn? Ein Gespenst. Nein, ich bin's doch nur. Ich wollte fragen, ob etwas passiert ist. Ja, es ist was passiert. So, Geht's rauf in einer Kammer. ja. Holen Sie ein Portemonnaie runter. Legen Sie das Geld auf den Tisch. Packen Sie die Kohle in den Koffer ein. Und fahren Sie ab mit der miserabligen Bremsen, mit der miserabligen da. Ceres, ich komme. Die Gardine, eine schlanke weiße Hand. Und er sah da seine Wilhelmine, die im Sterbekleide vor ihm stand. Zittere nicht, sprach sie mit holder Stimme. La, la, la. Rosa, sind Sie denn noch nicht fertig? Einen Moment noch, Herr Professor. Ach du lieber Himmel, da tragen Sie ja schon wieder das Fräulein mit sich rum. Wo Sie sind, haben Sie das Ding bei sich. Also Rosa, lassen Sie sich endlich belehren, dass wir es hier mit einer äußerst wertvollen römischen Skulptur zu tun haben. Was ist denn? Sie glauben gar nicht, welche Mühe es mich gekostet hat, dieses Prachtstück für unser Museum zu erwerben. Naja, nur schade, dass sie so eine kleine Nase hat. Und hinten fehlt es ihr ja auch. Rosa, schauen Sie. Sehen Sie sich diesen Faltenwurf an. Ist das ein Gewand wie... Ja, da geht Stoff drauf. Na, heutzutage trägt man ja die Röcke kürzer. Da tritt man sich nicht mehr so die Stoßbarte ab wie dazumal. Rosa, sehen Sie denn nicht diese Schönheit? Nee, schön kann ich die nicht finden. Das denke ich. Bei Neves, wo ich 3 Jahre war, die hatten eine Figur im Salon stehen. Das wäre was für Herrn Professor gewesen. Ein bildhübsches Fräulein mit Blütenzweigen, wo Glühbirnen dran waren. Schilf und Bronze. Ja, und einen Busen Also- hatte die. Busen, Rosa, davon verstehen Sie nichts. Nichts, verstehen Sie? Und jetzt gehen Sie, damit ich endlich an meine Arbeit komme. Geschmack habe ich. Ja, nehmen Sie Ihren Staublappen mit. Geschmack habe ich wirklich. Ist ja gut. Frau Neves hat immer gesagt, Rosa, Sie wissen, was hübsch ist. Das ist nicht zu fassen. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, wenn wir uns also in jene Periode Was ist denn wieder? Ja, Dr. Minze. Oh, Herr Geheimrat. Guten Tag, Herr Geheimrat. Ja, aber sicher, sehr gerne werde ich über meinen Fund sprechen, Herr Geheimrat. Wie? Sogar im Rundfunk. Das ist ja wunderbar. Ja, danke sehr, Herr Geheimrat. Und wann sagen, Herr Geheimrat, sollte das sein? Dienstag, ja. Wie? Dienstag schon? Nun gut, ich werde sehen, bis dahin fertig zu werden, Herr Geheimrat. Ja, um 8 Uhr, Herr Geheimrat. Verbindlichsten Dank, Herr Geheimrat. Auf Wiederhören, Herr Geheimrat. Wiederhören, Herr Geheimrat. Also, wenn wir uns also in jene Periode spätrömischer... Du, Ottomar! Was ist denn... Von wem
soll ich das wissen? Von wem? Eine Geburtsanzeige, na rate mal, von wem wohl? Von wem wohl? Von wem? Ah, hat dein Bruder vielleicht endlich? Die bewahre. Nicht. Das Lenerl und der Sepp vom Grundhof zeigen uns die Ankunft eines Buben an. Oh Gott. Ach, endlich ist das Mädchen mal in Ehrenmutter geworden. So, ja. Und du, Mann, sollst Pate sein. Denk nur, Pate. Na, was sagst du? Was soll ich sein? Pate. Also ich finde das entzückend. Ich aber nicht. Was fällt den Leuten ein? Ja, wieso denn? Anhänglich sind sie. Ja. Sogar besuchen wollen sie uns mit dem Kind, schreibt Kinnigl. Wie? Besuchen? Ausgeschlossen. Tja. Ich bin ein Mann der Öffentlichkeit. Durch die Entdeckung der Ceres bin ich in aller Munde so etwas verpflichtet. Und du hast selbst gesagt, man soll sich mit derartigen Volke nicht gemein machen. Aber Sie haben doch in allen Ehren den Ehebund geschlossen. Es geht nicht, Elsbeth. Schreibe das. Otto, wie ernst du diese harmlose Ja. Formensache nimmst. Also ich finde, du bist schrecklich nervös. Ich habe das Recht, mich gegen diese Patenschaft zu wehren. Ich tue es nicht. Ottmar, du brauchst doch gar nicht hinzufahren. Du, wir schicken einen Dankesbrief, 5 Mark oder einen Silberlöffel. Fertig ist die Sache. So, meinst du? Ja, damit hast du deinen Patenpflichten völlig genügt und biederen Leuten Ehre und Freude bereitet. Meinst du? Und wenn das bekannt wird, soll da oben etwa ein Ottmar Kienigl herumlaufen? Und alle Welt weiß, der heißt nach dem Entdecker der Ceres? Wie? Ich fühle keine Neigung, mich lächerlich zu machen. Es wird dir nur zur Ehre sein. Ach, rührend wird man es finden, dass der Ceresminze... Ceresminze! Dieser Ausdruck! Bin ich denn ein Kräuterlikör? Unsinn, Mann. Ach, wie reizend, wenn man hört, dass der berühmte Mann Pate eines jener Dorfkinder... Ottmar Kienigl, ja. Ottmar Kienigl. Und besuchen auch noch. Ottmar Kienigl. Ja, also sag mal, was hast du denn auf einmal mit dem Namen? Also da oben, da ging es doch in einem fort. Mein lieber Herr Kienigl, mein bester Herr Kienigl. Ich will diesen Namen nicht mehr hören. Schreibe ab. Schicke meinetwegen 50 Mark, aber schreib ab. Du bist krank, Professor. Ja. Nimm Urlaub. Also ich fürchte mich ja beinahe vor dir. Und ich sage, es ist ausgeschlossen. Dieses Kind mit meinem Namen. Unmöglich. Patenkind des Entdeckers, der Ceres. Unmöglich. Ottmar, jetzt reg dich doch nicht so entsetzlich auf. Ich bitte dich. Ach, hätte ich dir doch nur nichts von diesem Brief gesagt. Ja. Ach, was hast du denn nur, mein Bester? Kopfweh habe ich. Meine Ruhe möchte ich haben. Alleine möchte ich sein. Bitte geh. Ja, ich gehe ja schon. Also du musst wirklich bald ausspannen, Ottmar. Pate. Ja. Dr. Pate. Dr. Minze. Ja, wer? Ach, der Generalanzeiger. Ja, guten Tag. Ja, im Rosensaal. Soll ja auch im Radio übertragen werden. Ja. Wo ich die Figur gefunden habe, tja, das ist schwer zu sagen. Aber nein, schreiben Sie das ja, das ist nicht wahr. Schreiben Sie das ja nicht in Ihre Zeitung. Passen Sie auf, ich habe hier etwas aufgesetzt. Schreiben Sie Hauptkonservator Dr. Professor Kienigl, der Minze, entdeckte die wertvolle und ungewöhnlich gut erhaltene Figur, die eine Ceres aus der spätrömischen Kunstepoche darstellt, auf einer seiner Fahrten, die er im Dienste der Kunstforschung jährlich unternimmt. Haben Sie, ja? Ja, in einem abgelegenen Ort Oberbayerns, in einem Bauernhause. Ja, wo Sie den guten Leuten und den frommen Leuten als, ich glaube, das genügt fürs Erste. Aber bitte sehr, keine Ursache. Auf Wiederhören. Oh Gott. Herr
Professor? Was ist denn schon wieder? Herr Professor, hören Sie nur. Was denn? Sie bekommen Besuch. Jetzt schon so früh? Wer ist es denn? Das müssen Leute vom Land sein. Ja, die reden so komisch. Und dann haben die noch so merkwürdige Kleidung an. So. Und der Mann, einen Rasierpinsel auf dem Hut. Reden Sie keinen Unsinn, wer ist es? Vornehmes Haus. Wir sind's bloß, gell? Sie, Herr Bumshuber, Herr Bimshuber? Haben wir? Grüß Gott. Ja, gehen Sie. Ich bin ja gerade gekommen. Nein, nicht Sie. Hey, da sitzt die nieder. Wie? Ja, bitte nehmen Sie Platz. Ja, weiter, weil ich sitze zu wieder. Ja, das, bitte. Das ist aber eine Überraschung, ist das. Ja, aber eine sehr peinliche Angelegenheit, Herr Professor. Wieso? Was Ja. ist denn geschehen? Die Geschichte mit dem Brief. Was für ein Brief? Wir hätten da einen Brief mit einer Nachricht. Brief mit der... Ach, Sie meinen wegen der Patenschaft. Ja, lieber Herr Bimshuber... Nix Patenschaft. Nichts. Erst muss das Kind einmal da sein. Und dann kommt erst die Patenschaft. Ja, aber es ist doch da. Wissen Sie das denn nicht? Nix wissen wir. Weil wir die Bagage vor 14 Tagen schon ausgehauen haben. Gleich wie wir hinter die saubere Geschichte gekommen sind, haben sie gehen müssen auf der Stelle. Was die zwei im Nachbardorf machen, ist uns egal. Ja, wieso nicht mehr auf dem Grundhof? Ihr Schwiegersohn schreibt aber Sie gar nicht. passen's auf. Ich hab keinen Schwiegersohn. Aber erlauben Sie, Bimshuber. Jetzt erlaube ich mir zuerst einmal, gell? Ja. Also, wie gesagt, wir hätten da diesen Brief mit der Nachricht. Und da steht, sehr geehrter Herr Professor, das sind wahrscheinlich Sie, Wie? Ja, ich glaube. teile Ihnen höflich mit, dass ich Bezug nehmend auf Ihre gültige Bestellung und Bezug nehmend auf den Vorschuss die von Herrn Professor bestellte Arbeit umgehend geliefert habe. Sie können kommen und sich persönlich überzeugen, denn es ist soweit. Wenn Sie kommen tun täten, müssen Sie sich aber für die hiesigen was ausdenken, wieso dass Sie kommen tun täten. Weil doch jetzt nicht Sommerfrische ist. So, Herr Professor, jetzt haben Sie das Wort. Ja, lieber Herr Bimshuber, ich wüsste nicht, was mich dieser Brief angehen sollte. Das werde ich Ihnen jetzt gleich sagen. Ja, bitte. Also passen Sie auf. Meine Alte, die hat den Brief gefunden. Ja, die den selbst sein Gewand hab herrichten wollen. ja. Und, Gell? und da meine Alte ein rechtliches Weib ist, wollte sie mir gleich gar nichts erzählen von der Geschichte mit der Leni und dem Brief. Ja, da. weißt du, Saufer, ich hab mich so gefürchtet vor dir. Ja, wenn's dahinter gekommen warst, dass deine Kuni gleich so auslassen hat. Jetzt halt einmal dein Mann, wenn du siehst, dass ich rede. Denn es steht geschrieben, er soll der Herr sein. Und darum hätt's bei dem Brief gleich sagen müssen. Denn es steht auch geschrieben, das Weib sei untertan dem Mann. Aber jetzt können wir nichts mehr machen. Ich hab die zwei heiraten lassen, weil ich gemeint hab, dass Melina dann zur Ruhe kommt, gell? Weil freiwillig, Herr Professor. Freiwillig hätte ich die zwei nie zusammen heiraten lassen. Ja, förmlich gewürgt hat's mich, wie ich erfahren hab, dass der Knecht, der Nichtsnutzige da mein Schwiegersohn werden soll, dass ich dem meinen Hof geben soll. Ja, wo wir so viele reiche Buben im Ort haben, nicht? Ja, aber bitte, ich wüsste nicht, was mich diese Geschichte angehen soll. Ja, das werde ich Ihnen gleich erzählen. Jetzt passen Sie mal auf. Wir die zwei Leute beieinander waren, gell? Ja. Ich meine, wir die Hochzeit waren, gell? Da hat mein altes Maul aufgemacht. Ja, in der Nacht war's, nicht? Ja, in der Nacht war's. Da hat's auf einmal geredet, gell? Da hat's mir den vermaledeiten Brief auf einmal gezeigt, gell? Ja, ich hab die Geschichte natürlich gleich gar nicht recht verstehen können. Weil ich glaub, zu so einer Sachen, da muss man einen Professorenverstand haben. Wie? Ach so. Aber dann hab ich mir den Sepp vorgenommen. Ein jedes Wort hat mir der einstimmen müssen, gell? Ein jedes Wort. Und der hat mir brühwarm alles verzeiht. Ja, aber Also eine Angst hat der von mir gehabt. Das verstehe ich. Ja, aber das muss ein Irrtum sein. Nix Irrtum. Ich weiß jetzt ganz genau, wie das gegangen ist, gell? Der Herr Professor, gell? Der hat sich die Geschichte mit seinem Professorenverstand ausdenkt. Ja, weil er unbedingt die Kuni haben wollte. Und beinahe war ihm die Gaunerei geglückt. Ja. Wenn's die du bin, weißt, und der Sepp und der Brief. Und der Sepp, der immer ein braver Bursch war.
Du hast mit der Geld gestoßen, dass er mein Lina ein Kind macht, gell? Nein, Sie irren sich, Bimshuber, Sie irren sich ganz gewiss. Ich als Mann der Wissenschaft... Manni, sprich nicht da. Das verfangt nicht bei mir, gell? Bekennen Sie... Jawohl, Herr Professor, die Wahrheit, die lautere Wahrheit. Jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, Herr Professor. Ja. Warum haben jetzt Sie mein Lena das Kind verschafft? Wieso? Thomas! Oh Gott, jetzt... Jetzt ist alles aus. Die Frau Professor, grüß Gott, Frau Professor. Oh, Thomas, was hast du mir zu sagen? Ja, da wird er noch gar nicht viel zum Sagen haben. Er hat unbedingt die Kuh wollen und darum hat er meinem Lena das Kind verschafft. Diese Schamlosigkeit. Das Maria, ich glaube immer, der Frau Professor ist nicht ganz gut. Die ist ganz grün im Gesicht. Ja, bitte nehmen Sie doch Rücksicht auf meine Frau. Das ist doch mir was. Ich geh weiter, jetzt gehen wir, lass uns erst einmal ausreden. Komm. Aussehen? Ja, Ja, dann gehen wir halt, wenn Sie Ja, ganz bitte. gell? Ja, aber ich komm wieder, ich sag's Ihnen, gell? Ich komm wieder, gell? Ja, jetzt geht zu mir durch die Ja, Frau. weil Sie nämlich ein ganz ausgeschämter Mensch sind, ein ganz Ja, ausgeschämter jetzt geht weiter. Wie durch die Frau Professor. Elsbeth, Rühr mich nicht an, du. aber hör mich doch, lass mich doch erklären. Ich brauche deine Elsbeth. Erklärungen nicht mehr. Ich weiß schon genug. Wüstling. Mäuschen, Elsbeth. Jetzt verstehe ich alles. Ja. Ich sollte da oben spazieren gehen, Ja. weil du arbeiten wolltest. Und was hast du getan? Betrogen hast du mich Ja, mit dieser nein. schamlosen Person. Betrogen. Oh, du Abgrund von Professor. Aber Mäuschen, Elsbeth. Nenne meinen Namen nicht, ich verbete es dir. Jetzt hör mich doch endlich an, Verstehe Elsbeth. ich alles. Jetzt verstehe ich deine Angst vor diesem Besuch. Ach, du tief gesunkener Mensch. Ja, Elsbeth, jetzt hörst du mir endlich zu. Dieses Kind, Ja, dieser Ottomar, dein Ottomar. dieses Kind ist nur der Kunstwillen entstanden. Jetzt wirst du auch noch obszön. Aber ich werde nicht obszön, Elsbeth. Ich will dir nur erklären, wem dieses Kind sein Leben verdankt. Ich verbete dir in meiner Gegenwart, diesen Schmutz aufzuwühlen. Elsbeth, im fleischlichen, triebhaften Sinne. Minze. In diesem irdischen Sinne bin ich nicht der Vater. Ich habe seine Entstehung nur sozusagen im übertragenen Sinne veranlasst. Du Scheusal, du Schmutzfink. Aber Schätzchen, Ach, hör auf mit solchen Kosenamen, die du vielleicht auch jener Bauerntochter gabst in zärtlichen Stunden. Oh, ich kann nicht daran denken. Du, mein Mann, Ja. der mit Ehren überschüttete Kunsthistoriker mit dieser... Oh, pfui! 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 wie? Achso, ja. Das andere bei meinem Anwalt, du verkommener Lüstling! Ich Idiot, ich Narr, alles nur der Kunst willen. Und was ist der Dank dafür? Nichts als Verkennung. Am liebsten würde ich meine Ceres nehmen und würde mich mit ihr vor der Welt zurückziehen. Herr Professor, Was ist denn schon ich wieder? glaube, da ist schon wieder so ein Besuch. Ich bin nicht zu Hause. Schieren Sie sich raus, ich bin krank, ich kann nicht mehr. Ja, aber ich kann ihn doch nicht einfach so rausschmeißen. Sind Sie noch da? Ja, ich gehe ja Ich schon. vergreife mich. Das ist so. Aber nun werde ich aber... Ja, Grüß Gott, Herr Professor. Sie? Was wollen Sie denn hier? Sind Sie verrückt? Mein Geld. Was für Geld? Na ja, das, was ich noch zu kriegen hab von Ihnen. Ja, Ihren Auftrag. Oh ja, Sie haben meinen Auftrag voll und ganz richtig erfüllt. Sie Unglücksmensch, wissen Sie, was Sie getan haben? Die gefestigte Basis meiner Ehe haben Sie unterminiert. Sie Patron, Sie
Mit Ihrem dummen, einfältigen Brief, den Sie zur Post getragen haben wollen und den Sie dann irgendwo in Ihrer Jacke stecken ließen. Wie? Wissen Sie, dass gerade Ihr Schwiegervater da war? Was, der Bauer? Ja, und auch Ihre Schwiegermutter. Sie auch, der alte Hausdrachen. Genau. Gerade noch abgegangen. Ja, eben, mit Ihrem blöden Brief, den Sie irgendwo hingesteckt haben. So ein Pech, ich weiß. Drum sind wir ja rausgeflogen, wie die ganze Sache aufgekommen ist. Ja, und drum sind wir ja da. So. Ja, meine Frau riecht draußen das Kind in der Küche, da bei der, die uns reinlassen hat. Was, Sie unterstehen sich hier mit Kind und Kegel anzukommen? Naja, wegen jener sitzt man ja doch im Salat. Salat nennt er diese tragische Geschichte. Warum haben Sie denn nicht geschwiegen, wie ich es Ihnen ausdrücklich gesagt hatte? Wo schreien's denn so? Ich bin doch nicht taub. Und dann haben Sie auch noch die Kühnheit, mich einzuladen, Pate zu stehen bei Ihrem Kinde. Jetzt weiß ich aber nicht, warum Sie sich da so aufregen. So. Da seien Sie doch ruhig, Herr Professor. Jetzt lassen Sie mich mal ein Wörtel reden, gell? Da bin ich aber neugierig, was da herauskommt. Bitte sprechen Sie. Ja, ich hab doch der Lenel das Kind nur verschafft, weil sie unbedingt da das Standbild haben wollten. Ja, so ist doch. Ja, nachdem ich dann, ganz wie Sie es bestellt haben, das Lenel zu dem gemacht hab, was es jetzt auch ist, Ja, nämlich ja. eine Mutter. Jetzt wollen Sie daherkommen und die ganze Sache ungeschehen machen. Nein, Herr Professor, so geht das nicht mehr. Denn das Ansprech machen, gell, das ist jetzt auf meiner Seite. So. Denn erstens haben sie mir ja den Rest noch gar nicht gezahlt. Und zweitens hat uns der Bauer vom Hof gejagt. Und jetzt haben aber sie die verdammte Pflicht, für unser Kind zu sorgen. Wie? Ja, das ist doch bloß da, weil sie so gewollt haben, das Ottoman. Das Ottoman. Das ist ja die reinste Erpressung, ist das. Bitte, bitte. Hier haben Sie Ihr Geld. Kommen Sie her. Wir sind fertig miteinander. Fertig, sind Jawohl. wir noch lange nicht miteinander. Gott, ist das ein süßes Kindchen. Das müssen sich der Herr Professor mal ansehen. So ein nettes Würmchen. Ja, und die Frau Professor muss es doch auch sehen, wo sie doch Kinder so gern hat. Frau Professor, ein Kind ist da. Grüß Gott, Herr Professor. Na, ist das nicht ein schöner Bub, unser Otto mal? Gehen Sie, Frau Kinnigl, ich bitte Sie, gehen Sie. Weißt, Linnerl, der Herr Pate ist heute nicht gut aufgelegt. Was sagst du denn? Aber Herr Professor, schauen Sie ihn doch einmal an. Schauen Sie mal, wie der nachher kommt, der Bazi. Ich will Ihren Bazi nicht, ich meine Ihr Kind nicht sehen. Siehst du das? Jetzt haben wir's. Ja, Frau Professor, Sie müssen sich das Kind unbedingt einmal ansehen. Ottmar! Du erdreistest dich, das Geschöpf deiner Schmach hierher? Ja, grüß Gott, Frau Professor. Sie wagen es? Minzel, wirf diese freche Person sofort hinaus. Dein Liebchen unter meinem Dach. Oh, Was bin ich, Frau Professor? Na, was haben Sie denn gegen mich? Haben Sie denn keine Freude an unserem Otto mal? das wagen Sie auch noch zu fragen? Gehen Sie auf der Stelle oder ich hole die Polizei. Aber jetzt habe ich diese Komödie aber satt. Jetzt werde ich mal reden. Dieses Kind hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Rosa, verlassen Sie das Zimmer. Und dich, Elsbeth, frage ich jetzt zum letzten Mal. Wirst du mich endlich in Ruhe anhören? Ja, Frau Professor, Sie brauchen sich wirklich nicht aufregen. Wissen Sie, Lenel hat nämlich ein Fenster vernagelt gehabt, gell? Und da hat der Herr Professor... Also doch, du Nein, Abschau. Nein, so ist das nicht gemeint. Er hat noch einmal, dass das Lenel ein Kind kriegt. Oh, schweigen Sie. Und das in meinem Haus, das mir ins Gesicht. Wo soll ich Ihnen denn sonst hin sagen? Er hat noch einmal, dass das Lenel ein Kind kriegt, gell? Und da hat er, ja, weil er selber nicht mehr so gut in Schwung ist. Also hört Sie mal. Unglaublich. Und da wagst du es mir dreist ins Gesicht zu lügen, du seist nicht der Vater? Na, du scheinst es ja nett getrieben zu haben im Gebirge, während ich arglos. Ich kann nicht mehr, ich kann nichts mehr. Wie erkläre ich nur? Na, ist schon gut, Otto mal, ist schon gut, Otto mal. Otto, mal hörst du's? Und da setzt du dich in die Erde? Es geht nicht mehr Seien Sie, Frau tiefer. Professor, jetzt red ich einmal. Ach, die Männer sind doch alle gleich. Es ist einer wie der andere. Na, das wissen wir Ehefrauen doch am allerbesten. Wir, sagt sie. Also der Herr Professor und ich. Der Herr Professor und Sie? Pfui!
Aber jetzt will ich die Wahrheit wissen und nichts als die Wahrheit. Ja, also der Vater ist ja nicht zum Otto mal. Aber beteiligt war er schon. Sind Sie denn wahnsinnig? Jawohl, Sie sind wahnsinnig. Du bist auch wahnsinnig. Ich bin auch wahnsinnig. Aber ich zerreiße diesen Wahn. Und koste es, was es wolle. Die nackte Tatsache ist die. Lass diese gemeinen Ausdrücke. Die nackte Tatsache ist die, ich musste diese Figur haben. Der Bauer gab sie nicht her, weil er glaubte, dass sie seine Tochter vor unehelichen Kindern schütze. Da beredete ich diesen Mann hier, den Bauern ad absurdum zu führen. Ah, was haben Sie gemacht? Ad absurdum. Nein. Da hat der Herr Professor, weil es doch eine sogenannte politische Sache, an die der Staat interessiert war, an meine Persönlichkeit gewendet. Ja, und das Resultat steht ja da am Schreibtisch, einerseits. Ja, und andererseits ist gerade drüben bei meiner Frau. Ist das wahr, Mann? Sieh mich an. Ist das wahr? Oder ist es wieder so ein dreister Schwindel, um mich einzulullen? Oh, ich traue dir jetzt alles zu. Mäuschen, es ist die reine Wahrheit. Und Sie, Frau Kinnigel? Sie gaben sich dazu her? Jesus, der Bauer! Kreuzteufel! Jetzt Schlagzeit! Sie dreister Mensch! Was bin ich, ein dreister Mensch, die wegen einem dreisten Menschen hingeleitet geht, Schau mal, da schau mal her. Die ganze Familie ist da. Ja, das... Nein, der Enkelkind ist auch da. Schau mal. Da, schau her. Gib mir ein bisschen. Ja, der Sepp ist auch da, der Hallo, grüß dich, Patsy. Servus. Was ist denn los? Was geschieht denn hier? Sind wir denn Luft in unserem eigenen Hause? Lieber Herr Bimshuber, hätten Sie eventuell die Freundlichkeit, Ihre Familienverhandlungen an einen anderen Ort zu verlegen? Das können wir gerne machen, Herr Professor, wenn Sie uns und die Frau die Ehre geben und mit uns ins Wirtshaus gehen. Ja. Weil ich hab mir die Geschichte nämlich nur mal überlegt. Gell. Ich hab mit meiner Alten jetzt ein paar Schoppen getrunken und mit dem Trank, da kommt der Verstand. Nicht, Sepp? Natürlich! Ja, aber was wollen Sie denn noch? Ich habe Ihrem Schwiegersohn bare 4.000 Mark verzahlt. Warum? Das ist doch die Gaudi wert. Oh. Also, wie gesagt, gell, ich hab mir die Geschichte noch mal überlegt und nachdem meine Lena mein einziges Kind ist und der Sepp immer ein braver Bursch war, hab ich mir gedacht, Sepp, jetzt kommst du zurück, dann kriegst du meinen Hof, gell? Du willst das Otto mal ja. Oh, was ist ein Automal? Habt ihr nichts zum Spulen da für ein Automal? So. Da haben wir noch eine Puppe. Überhaupt. Sie müssen sich verpflichten, dass das Automal hier... Ich? Jawohl, Sie. Sie müssen sich verpflichten, dass das Automal hier studieren darf. Jawohl. Niemand lasse ich studieren. Verstehen Sie? Niemand. Nicht? Da geh ich zum Advokaten und verzeihst ihn. Gratuliere zum Pflegesohn. Ach Gott, ein herrlicher Tag heute. Sei ruhig, Elsbeth, sei nur ruhig. Nichts wird davon geschehen. Ich bin nicht der Vater dieses Kindes. Ja, das mag schon sein. Aber der Bader hat gesagt... Was? Dem haben Sie diese Geschichte erzählt? Ja, freilich, der Bader ist ein ganz gescheiter, gell? Freust du dich auf die nächsten Ferien? Wie bekannt du dort oben sein wirst? Nicht, Frau Professor, nicht. Vertraulich. Ganz vertraulich, habe ich ihm gesagt. So. Vertraulich. Ja. Und was hat dieser Mann gesagt? Bitte, was denn? Was er gesagt hat? Er hat gesagt, zahlen muss er. Zahlen muss er, bis er platzt. Weil nämlich der
Seppo bloß die grobe Arbeit gemacht. Und der Herr Professor hat die ganze Geschichte angestiftelt und das fällt unter das Urheberrecht. Das ist der Gipfel. Das ist gar nicht der Gipfel. Hätten sie die Kuh nicht bremsen lassen, wie sie immer bremst hat, dann war die Geschichte eine andere. Und so müssen sie den Brei jetzt fressen, wie er ist. Siehst du, das hast du von deiner Geheimnistuerei. Mäuschen, nur der Kunst willen. Sonst weiß ich jede Geheimnistuerei weit von mir. Ich bin nicht geheim. Herr Professor, da ist ein Telegramm für Ja, Sie. geben Sie her. Bitte, bitte. So, bist du auch schon wieder da. Aufgrund Ihrer Verdienste um die Ceres werden Sie mit sofortiger Wirkung zum Geheimrat ernannt. Wie? Geheimrat? Thomas Doktor, Professor, Geheimrat. Meine Geheimrätin. Was habe ich aber gesagt heute? Das waren noch Zeiten, wie man auf die Preisen schießen darf, gell?